Ja, moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum Random Vlog. Ich habe jetzt absolut kein... Sonst bin ich der, wo immer Themen hat. Aber jetzt habe ich gefunden, du schon immer Themen haben. Und jetzt muss ich schon schauen, ob ich irgendwo anhalten mit meinem Bruder fragen, wo wir touren wollen. Wo wir durchfahren. Ich sehe, dass ich das Ding aufgemacht habe, das Visier. Wie wollen wir fahren? Wenn es dann rutscht, können wir mal flach und dann können wir einfach mal fahren und dann rutschen. Dann fahre ich mit meinem Bruder im TÜV. Ich fahre dann mit seinem TÜV. Er hat ja, eben wie gesagt, es ist die Drosselte. Und dann schauen wir weiter. Ich glaube aber fast, dass es das noch nicht war. Ich habe schon vorhin meinem Bruder gesagt, für mich ist es so, für mich ist es einfach, dass ich immer wieder fahre. Ich bin der Typ, ich will immer wieder fahren, das Gefühl nicht verlieren von der Freiheit. Und ein bisschen das Hobby geniessen. Aber für mich ist es jetzt nicht so, dass ich sage, hey, Potztausend, ich muss jetzt 12 Stunden TÜV fahren, oder? Absolut nicht. Für mich ist es einfach ein bisschen fahren und ein bisschen das Gefühl gehabt, ich meine jetzt, bis wir fertig sind wir wahrscheinlich eine Stunde auf dem TÜV gewesen. Ja, bis ich den TÜV gefahren bin, sind wir vielleicht eine knappe Stunde auf dem TÜV gewesen. Ich weiss, es ist zwar mega wenig, aber ich meine eben, für mich ist das eigentlich so ein bisschen, ich weiss, einmal bin ich wirklich lang gefahren mit der 125er und mit meiner Mutter und ihrem damaligen Freund. Da sind wir bis zu meiner Großmutter gefahren. Also das heisst, da hat sie noch in Kanton Glarus gewohnt. Und dann bin ich wirklich den ganzen Tag um den TÜV gewesen, wirklich auch aussen rum, nicht auf der Autobahn, oder? Da habe ich noch viel weniger TÜV fahren als jetzt, viel weniger, oder? Aber sonst bin ich eigentlich, weil das Ding ist, wenn du jetzt sagst, hey, ich will Kurvenballer, ich will zu den Bergen ran, dann müssen wir von uns aus schon etwa 2 Stunden fahren. Und wieder 2 Stunden zurück, das heisst 4 Stunden fahrst du nur, bis du überhaupt bei den Bergen bist. Und dann fahrst du vielleicht ein bisschen anders zurück, fahrst über die Berge, musst noch Pause machen. Dann hast du dann schnell 5, 6, 7 Stunden, wo du unterwegs bist, oder? Oder noch länger, wahrscheinlich geht es noch länger. Darum ist das für mich so... Ich würde so mega gerne fahren, ich würde gerne in die Berge gehen. Für mich ist das wunderschön, in den Bergen zu sein. Wunderschön. Aber es kostet einfach eine Zeit. Und ja, ich weiß es nicht, irgendwie... Es kommt sicher wieder mal, dass ich im Sommer das 1-2 Mal mache. Aber ja, das ist ein bisschen schwieriges Thema, finde ich. Haben wir mit dem Mazda-Club das ja auch nicht viel gemacht, Ausfahren. Also ich bin jetzt 3 Jahre im Mazda-Club und bin irgendwie an 3 Ausfahrten dabei gewesen oder so. Oder 4 mittlerweile. Dann ja. Ja, was ich euch noch erzählen will, also jeder, der mit Motovlogs anfangen, der schon TÜV hat, der schon ein bisschen Ahnung von Technik und so hat, kauft euch GoPro Hero 5, 7 oder 9. Warum 5, 7 oder 9? Das sind die ich hatte. Also GoPro Hero 5 ist auch schon genug gut. 7 ist sehr gut und das 9 ist halt die neueste. Also ist natürlich am besten. Aber ihr müsst jetzt nicht sagen, hey, ich will jetzt richtig durchstarten, ich muss jetzt der beste YouTuber werden und ich kaufe mir jetzt das teuerste Equipment. Das wäre falsch. Oder das wäre falsch. Ihr braucht nicht zum gut sein das gutes Equipment. Also logisch ist es scheiße, wenn ihr jetzt so in die GoPro 1 kauft, wo irgendwie jetzt mittlerweile wahrscheinlich etwa 15 Jahre alt ist oder so. Keine Ahnung. Das wäre natürlich falsch. Weil da kann ihr gar nichts mehr dann. Oder GoPro Hero 3 oder so, das wäre schon ziemlich alt. Und das heißt mal nicht heu. Oder darum, das ist bei mir jetzt auch so, dass ich habe nur einen Akku bei dieser Kamera jetzt. Ich habe nur einen Akku und ich habe jetzt gesagt, ich kaufe mir gar nichts mehr. Ich kaufe mir keinen Lens-Mode
vorläufig. Und ich kaufe mir gar nicht zu der Kamera, auch keinen zweiten Akku, weil du musst eigentlich von dir aus besser werden und ein bisschen über dein Equipment rauswachsen, oder? Und es gibt viel erfolgreiche YouTuber, wo also es hat jeder mit einer, es hat jeder mit einer kleinen Kamera angefangen erstens mal, und es gibt wahrscheinlich auch noch viele, wo immer noch relativ günstige Kameras haben. Also es gibt wahrscheinlich auch viele, wo dafür 3'000, 4'000 Franken Kameras haben und mit Equipment zusammen. Aber es gibt wahrscheinlich auch viele, die vielleicht ja, relativ tief bleiben sind, denke ich mal. Wir schaut mal Gewitter im Kopf an, die sind so durch die Decke gegangen und die haben nicht für 100'000 Franken eine Kamera oder so. Versteht ihr, was ich meine? Also ich würde immer uns empfehlen, das ist für mich auch schwierig, ich bin mega an Technik gefahren, ich würde mir mega gerne jetzt den Lensmo kaufen. Aber ich sage mir jetzt, hey, also obwohl die würde mir eigentlich noch mehr Sinn machen, als was ich mir zu Geburtstag gewünscht habe mit dem Licht oben dran, mit dem Display, zusätzlichen Display, würde viel mehr Sinn machen. Aber ich habe es nicht abgestellt. Aber ja, ich lade es erstmal. Oder ich lade das erstmal. Und dann würde ich sagen, wäre es das gewesen. Bis zum nächsten Mal. Ich brauche einen Akku für das nächste Video und ciao miteinander. Euer Obscura 94.